Salut zusammen, das ist Stadtcast 7. Ja, heute mit der vierten Folge Road to Royce. Aber bei dieser Folge habe ich mir ein bisschen länger überlegen, ob ich die auflade oder nicht. Weil sie hat gerade zwei Schnittfelder drin. Aber es sind eigentlich zwei unwichtige Goal, die wir nicht werden sehen leider. Und ich habe mir eben lange überlegt, soll jetzt das Ganze nochmal schneiden, nochmal Zeug und Sachen. Ja, auf jeden Fall war mir der Aufwand zu gross gewesen. Und ich musste vornehmen, um dass das Ganze geklappt hat. Also habe ich mich entschieden, das so aufzuladen, fresh zu kommentieren, weil ich es 2-3 Mal kommentiert, aber das hat mir dann doch nicht so gefallen. Und deshalb gibt es hier ein freshes Commentary auf dem Channel und hier gehen wir direkt in die erste Aktion, die unser Gegner am Start hat. Und zwar ist das ein bisschen blöd gewesen. Ich bekomme hier den Ball im Schüler, spiele zurück zum Hövedes und der verkackt es komplett verkackt einfach. Er drückt die ab mit dem Benarfa zum 1:0 in der 14. Minute. Ja Leute, wie gesagt, kommen bei mir nicht regelmäßig Videos. Daher ich auch andere Sachen zu tun habe. Ich habe Dienstag, Donnerstag Training, heute ist Dienstag. Daher ich aber von der Schule eigentlich recht früh aus habe ich meistens Zeit noch etwas zu machen. Hier die nächste Aktion mit dem Suarez 2:0. Ja, das gefällt uns natürlich ganz und gar nicht. Aber ja, jetzt haben wir halt hier mal eins auf die Fresse bekommen. Und ja, hier kommt dann schon der erste Cut, weil zwar seht ihr hier die Halbzeit, das 2:0. Und dann habe ich anscheinend hier nicht gesehen, dass ich in der zweiten Halbzeit auf der 90. Minute ein Goal geschossen habe. Darum ist sie direkt auch fertig. 2:1 verlieren wir. Und zwar haben wir in der 90. mit dem Lewandowski das Goal geschossen, ist aber leider nichts geworden. Wir haben jetzt 2:1 in die Fresse bekommen. Und ja, von dem lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Gehen direkt ins nächste Spiel, wechseln hier auf unser Braskilla-Team. Braskilla-Team. Ja, hier werde ich noch ein bisschen meine Spieler zeigen, bla bla bla. Ist eigentlich gar nicht wichtig. Ja, also suchen wir das nächste Spiel hier. Gegen sein Serie A-Team rechts mit dem Biabiani. Wer ist das hier mit die Castano oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vorher Giovinco. Ein Biest, ein kleiner Flitzer, ey, ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall kommt er hier mit der ersten Aktion Alexander Pato Giovinco. Aber wir können das Ding klären. Ronaldinho setzt sich hier einzigartig durch mit seiner Kraft. Spielt für zum Rafael Sobis. Haha, Jungs, und ja, den kennen wir. Batz, batz, batz. Einfach mal auf ins Angeli gejettet. Das ist sehr schön. Das gefällt uns. Das gefällt mir so am Sobis. Der ist einfach... Also ich einfach ein Bretscher und die landen einfach in der Ecke. Das ist einfach erste Klasse. Und ja, die kennen mich. Wenn ich mal so aufs Goal laufe, dann jette ich auf kurze Ecke und dann zögere ich auch nicht lang. Und ja, dann haben wir auch schon das Goal. Hier kommt der Kelvin, eine Hacke zu Hacke. Fake Rabona zieht in die Mitte und dann der Job und da werden wir umgesäbelt und dann bekommen wir natürlich gerade den Penalty. Ja, Penalty ist immer so eine Sache. Welcher Spieler und so. Ich dödle gar nicht lange rum, einfach mal drauf fetzen. Ja. 2:0. Ja, 2:0 für uns. In der, keine Ahnung, 7 Minuten, in der 20. Ja, geile Sache. Geile Sache, geile Sache. Nächste Aktion hier mit dem Rafael Sobis. Flanke in Mitte, da steht Ronaldinho. Aber die ganze Sache ist noch nicht vorbei. Zwar spielen wir in Mitte, dort steht DDD. Boom, Header, Nachschuss. Zack, zack, zack. Golasso. Golasso. Hier in der 25. Minute mit DD 3:0. Und hier hat er auch schon den Cut-Fail gesehen. Er hat nämlich ein Goal geschossen. Und zwar das 2:1. Aber das habe ich vergessen zu zeigen. Also Leute, haben wir leider das 2:1 von ihm nicht gesehen. Das ist aber nicht allzu schlimm. Ja, ich meine, das 2 oder 3:1. Ja, wir sind auf jeden Fall am Gewinnen. Nächstes so mit Danilo Diaz. Boom! Einfach wieder ein geiles Goal. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Leute, solche Goal gefällt mir einfach. Auf das Goal gesäckelt. Einfach mal reingefetzt, das Ding. So muss es laufen und nicht anders. Ja, fertig. Jetzt laufen wir hier mit Ronaldinho. Wir nehmen mit Giri in die Mitte, aber wir verlieren den Ball. Er kommt hier zum Konter. Ja. Spielt hier schön zum Alexander Pato. Der spielt auf die Seite. Asamo. Boom. Und ja, hat ein bisschen Glück gehabt, aber man muss ihm mal eine Chance lassen, versteht ihr? Man muss auch
Dann muss ich mal, wir müssen ihm auch mal die Chance geben, oder ein Goal schießen, oder? Also, aber natürlich hat uns das gleich nicht gefallen dann. Und ja, ich denkt, setzen wir doch direkt mal zum Kontra mit dem Robinho. Rainbow, nicht Advanced. Und der Rafael Sobis kommt da glücklich am Ball und schiebt das Ding natürlich nur noch rein. Rafael Sobis macht das Ding klar zum 5:2. 5:2 für uns in der 90. Minute. Werden wir jetzt sogar sehen. Dann das Spiel endet mit 5:2. Der Schiri pfeift hier ab. Und ich noch kurz zeigen. Jo. Ja, das wär's auch schon gewesen. Und wie ihr seht, wir haben noch ein Spiel, noch ein übriges Spiel. 19 Punkte. Dann haben wir den Titel. Gustavo Lima Ivose. Und wie ihr seht, habe ich gar nicht gross gewechselt. Ich habe direkt das Brasilien-Team genommen. Und bis ins nächste Team gestiegen. In die nächste Partie. Hier mit dem Nainggolan, mit dem Coutinho, vorher mit Zarate Pato. Ja, eigentlich recht starkes Team, also akzeptabel eigentlich. Und ja, gehen wir direkt in die erste Aktion hier mit Rafael Sobis. Der spielt über zum Mariano, unser Blitzer mit 89 Tempo. Ziel mit die Mariano. 20 Minuten, 1:0 für uns, im letzten Spiel, kurz vor dem Titel, 1:0 für uns, das gefällt uns, Jungs, das ist genau das, was wir wollen. Ja, 1:0 für uns, im letzten Spiel, vor dem Titel, und ja. Kurz auf Abend kommt er am Ball, hier mit dem Zarate, ich mache hier einen kleinen Foulpass, und er mit dem Coutinho, Zarate weckt ab, und ja, verdammt unnötig, oder? Wenn man das so anschaut, ich meine... Oh, ja, da kann ich nur schnaufen und ja... Traurige Sache. Aber mir löst das natürlich nicht gefallen. Hier Mariano, aber Mariano schießt aber leider. Ball noch abgebraut vom Gegner. Und wir kennen den DD mit seinem Kopfball. Boom! DD! Er ist einfach das Viech, Leute, er ist einfach das Viech. Er ist jeden einzelnen Coin wert. Das kann ich sagen, jeder einzelne Coin. Wenn der Verteidiger versucht, er ist ein verdammtes Biest. Holt nicht das ich. Ja, und sind wir hier also für 70. Minute. Und ja. Ja. Bekomme ich unglückliche Penalty gegen uns gesprochen. Und ja, ich denke, ja, wenn ich da ein bisschen rumkumpe, dann schießt er vielleicht in die Mitte. Also bleibe ich mal in der Mitte stehen. Aber er jettet dann doch ein bisschen links mit dem Miccoli. Ja, schade. Und der 78. ist natürlich immer so ein bisschen heikel 2:2, oder? Aber wir haben natürlich noch lange nicht aufgegeben, oder? Also so unentschieden ist ja nichts. Ich meine, hallo? Ja, dann kommen wir bald mit Ibson, Rafael Sobis, Danilo Diaz zum Robinho. 87. Minute. 87. Minute. Robinho macht das Ding klar. 3:2. Yes! Leute, weißt du, wie geil das Gefühl ist, wenn ihr... Ich weiß gar nicht, wie geil das Gefühl ist, wenn ihr noch eine Spiel übrig habt und die geht in 87. 3:2 in Vierung. Aber ja, ihr kennt ja den FIFA-Gott, oder? Die von EA Sports, die denken natürlich, hey yo, fuck you, man. Denkst du etwa, du hast den Titel gewonnen? Hast du den Titel verdient? Aua, Digga, schau das an. Ja, wie gesagt, wir kennen den FIFA-Gott, wir kennen das ganze Prinzip und ja, es ist ja wohl klar, dass wir hier 89. Grad wieder einen auf Backenklatsch bekommen. Aber hier haben wir noch eine kleine Chance. Ja, und wir beenden das Spiel mit 3:3. Leider Gottes. Zum Titel hat uns noch genau ein Punkt gefällt. Ja, ist ein bisschen schade, ja. Also, ich muss sagen, als ich das Spiel fertig hatte, ich habe mich wirklich zu Tod aufgeregt. Also wirklich, ich hätte ausrasten, ohne Scheiß. Schau euch das an, 20:21 zum Titel. Wir haben noch ein Spiel gehabt, also das war unsere letzte Chance gewesen. Ja, wir bleiben in dieser Liga, aber wir bekommen das erste Mal wirklich fette Ladung Coins. Ist eigentlich noch gut, wir haben zwar jetzt 10 Spiele durchgemacht, um nur die Coinsammlung zu bekommen, damit wir in der ersten Liga bleiben. Auf jeden Fall hier haben wir hier 13.000 Coins auf. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Die Serie wird noch ein bisschen gehen. Ich hoffe, sie macht noch Spass zum Zuhören. Man hört sich in der nächsten Folge. Salut zusammen!